Uiuiui, das Wetter ist einfach nur schrecklich. Das bedeutet Bastle-Time. Ja, ich habe keinen Bart. Für diese Episode möchte ich gerne den Auspuff mit Isolierband verbanden. Der Grund dafür ist, ich hatte das Glück gehabt, ein bisschen mehr fahren mit dem TÜV und habe schon gemerkt, die erste halbe Stunde, 1 Stunde ist mir einfach zu warm geworden am Füdli. Darum habe ich gedacht, hey, mit Isolierband, das sieht sicher super gut aus. Und beim Kupplungskabel möchte ich auch etwas ändern. Das schaue ich noch, wie man es am besten machen kann. Ich tue sehr wahrscheinlich die Schraube wegnehmen, so geht das Teil weg. So kann ich den Auspuff besser erreichen. Und die Schrauben müssen auch weg. Das heisst, hinterer Sitz muss weg, die Schraube muss weg. So kann ich den ganzen Auspuff wegnehmen. Dann kann man mit dem Abrappen anfangen. Bevor ich überhaupt etwas anfange abbauen, muss ich den Isolierband im Wasser drin tun, weil das ist mit Fiberglas, wie sagt man das auf Deutsch? Der Verband muss im Wasser rein, weil er die Mikrofaserpartikel hat und das Ganze muss ich ganz schön reinsaugen. Bevor ich einen Seich mache, den Band muss man eigentlich mit Protektorhändchen arbeiten, sonst gibt es da ganz grosse Schmerzen. So, der Band ist jetzt drinnen, da muss ich alles schön reinsaugen. Wie gesagt, die müssen weg, der Auspuff muss weg, dann kann ich das Ganze rausnehmen und schön putzen. Yay, ich habe da irgendwo eine Schraube verloren. Das ist... noch besser. Jetzt habe ich den Teil da drin verloren. Das ist viel länger gegangen als das, was ich mir vorgestellt habe. Das hätte man eigentlich in 5 Minuten erledigen können. Hätte ich so einen Magnetstab hätte ich da einfach rein tun und rausholen, problemlos. Ich habe einfach keinen, darum musste ich es mit meinen fetten Fingern machen. Und hey, nach einer guten halben Stunde später ist es gegangen. Es ist Zeit, um das Ganze ein bisschen zu putzen. Und dann das Ganze ganz schön einwirken lassen. Ich weiss, ich habe immer noch keinen Bart. Das ist nur so witzig, weil er so fett ist. Es ist ein bisschen blöd als das, was ich mir vorgestellt habe. Es wird ein bisschen blöd aussehen, weil ich hätte mir schon noch vorgestellt, den Plastik wegnehmen und das Ganze schön mit dem Verband isolieren. Aber okay. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Wirklich nur da die, wie viel sind das? 15 cm. Ich werde jetzt das trotzdem machen, weil, keine Ahnung, ist... ja. Es ist immer eine Erfahrung wert. Wenigstens kann ich sagen, ich habe es selber gemacht. In der Zeit, wo ich da am Umbasteln war, hat sich das sicher gut mit Wasser reingesucht. Und jetzt ist die Zeit, um das Ganze zu wrappen. Schau mal, wie sexy das aussieht. Leider ist halt nur die Distanz, aber hey, okay. Jetzt gehen die wieder zum TÜV zurück. Boah. Es ist einfach mega kalt geworden. Das Ganze ist nicht so optimal, wenn man es halt in einem Sitzplatz macht und keine Garage hat. Yay, ich habe nichts verloren. Jetzt geht eigentlich nur der Deckel da und dann haben wir die Auspuffanlage ready. Ich habe es geschafft. Es ist jetzt alles wieder in Ordnung. Wenn wir runter schauen, schau mal, how sexy it looks.
Aber nur bis da. Eigentlich wollte ich das Ganze wrappen, aber dann hätte ich wirklich alles rausnehmen und es ist ein bisschen blöd. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es nur wirklich der Teil ist. Aber hey, auch so sieht das schön irgendwie. Jetzt kann ich es leider nicht so lassen. Ich muss den TÜV starten und es wird erstens Dampf rauskommen. Das ganze Wasser, das reingesaugt ist, wird weggehen. Und zweitens, es wird mir eine Woche lang der TÜV stinken. Wegen dem Wrap, weil das Ganze muss verbrennen, muss sich im Rohr irgendwie sozusagen verbrennen. Und erst nach einer Woche wird das richtig mal nicht stinken, nicht dampfen, nicht von dem. Sieht schon mal viel besser aus, so fertig. Wir berühren den Auspuff nicht mehr. Nächstes Thema. Es ist ein bisschen heikel, aber Storytime. Ich hatte einen TÜV, der eine hydraulische Kupplung hat. Von dem her hatte ich das Problem gar nicht gehabt. Aber bei dem TÜV habe ich gemerkt, nach etwa 1 Stunde fahren, in der Stadt vor allem, die ganze Kupplung, oh, irgendwann hat es angefangen weh zu tun und ich merke einfach, die Kupplung ist zu hart. 2 Sachen kann man machen. Wir könnten entweder ein Kabel ersetzen, wo das Ganze neu ist, neu kaufen und neu montieren. Oder, bevor ich überhaupt ein ganz neues Kabel muss kaufen und installieren, würde ich euch empfehlen, probieren das Kabel zu lubrizieren. Das Kabel muss obligatorisch ein kleines Spiel hat. Das ist vielleicht zu wenig. Aber das bedeutet, dass der Kabel nicht schon vorher kuppeln. Weil sonst würde die Kupplung rutschen und das gibt 1000 andere Probleme am TÜV, nebst dem, dass die Kupplung kaputt geht. Darum, super wichtig, dass es ein Spiel hat. Das kann man da locker machen. Was ich jetzt machen ist, den Kabel von da rausnehmen, das loslassen, den da rein tun und reinsprayen, bis es von der anderen Seite rauskommt. Also der Kabel geht da, rein durch, unten durch, da. Das ist der Kupplungskabel, mit dem tun wir eigentlich kuppeln. Wir sollten so viel sprayen, bis es von da wieder rauskommt. Und dann haben wir das erledigt. Das sieht jetzt so aus. Das habe ich so weit wie möglich zuhinterst hinein da. Und dann habe ich einfach den Kabel, wo eigentlich, also ich versuche es nochmal zu rekreieren. So, den da zuhinterst hinein tun, den kannst du rausstrecken und schau mal, da haben wir das Kabel. Jetzt muss man einfach da das rote Kabel rein tun und so weit sprayen, bis es von der anderen Seite rauskommt. Auf der anderen Seite tue ich noch etwas drauf, dass es nicht überall Flecken macht, weil sonst ist es nicht gut. Am besten ist es, wenn ihr eine Freundin habt. Mamolina, kannst du mir helfen? Bitte! Danke vielmals, dass du mir hilfst. Was machst du dort genau? Ich warte, dass du, wie du gesagt hast, lubrizierst. Alright. Okay, wie wir gesagt haben, das kommt nachher da rein. Dort rein und nachher, ja eben. Und den Rest wissen wir. Ah, es will nicht ganz rein. Diese Loch zu klein. Gell? Plan B. Ich habe das Plastikteil genommen. Da kann man auch von der Spitze ein bisschen schneiden. Alright. Jetzt. Was wir machen ist, den da rein tun. Alright. Und dann hübsche Knoten machen. Am besten eigentlich umgekehrt. Da jetzt machen wir das Doppel und Trippel, weil sonst sind wir bis morgen dran. Nochmal. Gefallen dir meine Finger so? Mhm. Super, jetzt wo das schön da fest ist, können wir das umdrehen. Super Sache.
Jetzt genau das Gleiche reinsprayen und dann einfach den ganzen Spray abdrücken. Reinsprayen. Ah, gut so. Ja. Siehst du, das füllt sich jetzt ein bisschen. Und abdrücken. Passiert da schon etwas? Nein, noch nicht. Was? Sorry, die Aufnahme kann ja nicht Video kosten. Ja, ist schon gut. Du hast die so lubriziert. Hey! Komm, auf der Seite. Dann tun wir jetzt wieder da unten, wo du siehst. So richtig schön drin. Alright. Jetzt sehen wir, ist drin. Da durch. Das ist jetzt da drin. Oh. Komplett anders. Merkst du, da hat es einfach viel zu viel Spiel. Am Anfang habe ich gesagt, es braucht Spiel, aber das ist viel zu viel. Wenn du am Fahren bist, ziehst du es bis da und hast immer noch nichts gemacht. Darum muss man sich ein bisschen fühlen. Ziehen. Super wichtig ist, dass die Leute, die das machen, es ist verboten oder ihr solltet nicht das haben. Das muss nie sein. Also es muss immer ein Spiel haben. Das heisst, gehen wir hier zurück, bis man etwa eine Münze rein tun kann. Ungefähr das ist ein gutes Spiel. Nochmal etwas. Falls das Teil gegen oben schaut, da kommt mega viel Wasser rein, wenn es regnet. Darum einfach einmal mehr drehen, sodass es auf der unteren Seite ist. Und dann haben wir das Spiel. Das wird wieder cool kuppeln. Und wir sind endlich mal fertig. Ich habe nicht gedacht, dass ich da verschiedene Episoden würde machen mit das ganze Ummachen. Die erste Episode war, wo ich da die Frontscheibe von diesen Geräuschen, von diesen Vibrationen gelöst habe. Und das Gasspiel habe ich auch weggenommen von da, dass es nicht mehr spielt. Dass es jetzt schön straff ist. Ich finde es einfach richtig. Ah, übrigens, es ist nicht ein Fehler vom Verkauf oder vom TÜV-Mech oder was auch immer. Es ist einfach die Vorschrift, dass es einen kleinen 2-3 mm Spiel muss haben. Ich habe es einfach nicht gern, darum habe ich es auch weggenommen. In der zweiten Episode, was wir gemacht haben, ist die schöne Kleber ankleben. Das gefällt mir langsam wieder mehr und mehr. Das ist sowieso ein Highlight für mich. Das ist wirklich eine super Sache. Und wir haben hinten dran die Fußrasten, die Sozius-Fußrasten haben wir auch weggenommen, darum ist es auch so schön sauber. Und die dritte Episode haben wir jetzt da den Auspuff gefragt. Haben wir da den Band da, um die Hitze zu isolieren. Mir ist beim Fahren ein Viertel heiß geworden. Und darum habe ich gedacht, hey, ich tue mal das ein bisschen umwrappen. Es sieht cool aus, es sieht schön. Leider ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wo ich bis zu unterstaunen kann alles abdecken. Aber hey, es ist ja so, wie es ist. Und wir haben noch unbedingt das mit der Kupplung machen. Es war ziemlich hart gewesen und ich glaube, jetzt haben wir das endlich mal gelöst, ohne ein Kabel zu kaufen oder zum Mech gehen, um das zu machen. Eigentlich ist es mega einfach, mega simpel. Ja, und ich bin eigentlich kein Experte. Ich mache das einfach gern. Es ist einfach wichtig für mich, das Ganze zu machen, um meinen TÜV besser kennenzulernen, um zu wissen, wie er ist, um zu wissen, wie er funktioniert. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst. Absolut nicht. Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr macht, lieber die Hand wegnehmen. Ich bin kein professioneller Mechaniker, absolut nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dank meinem Vater. Mein Vater hat mich mega viel gezeigt. Und das sind halt die Kleinigkeiten, die ich damals an meinen alten TÜV gemacht habe. Und das mache ich jetzt auch bei meinem neuen TÜV. Ich denke, es ist wichtig, um den TÜV besser kennenzulernen. So, merci vielmals für alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Es ist einfach mega kalt geworden, mega kalt an den Fingern. Es ist nicht der beste Ort, um überhaupt etwas rumzumachen. Aber hey, es ist das, was ich habe und ich arbeite so gut wie möglich. Danke vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Tschüss!